Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Leute, diesmal zur Champions League Auslosung. Ja, wer hätte es anders kommen sollen? Wir spielen natürlich gegen Bayern 04 Leverkusen in der Champions League. Wild. Die Alternative wäre natürlich Atletico Madrid gewesen. Von daher, ja, ist es wahrscheinlich besser, dass es, was heißt besser? Ich weiß nicht, ob es besser ist schwierig zu sagen, wenn wir das letzte Spiel nehmen. Ja, dann wurden wir ganz klar dominiert und an die Wand gespielt. Ja, und haben nur mit viel Glück die Null gehalten. Und hatten selber keinerlei Torchance. Wenn wir natürlich das Hinspiel nehmen oder auch das Pokalspiel, dann ist zu Hause natürlich was möglich, wenn wir die Form hätten, die wir zu diesem Zeitpunkt hatten. Ja? Und da sehe ich das große Problem. Wir haben aktuell nicht die Form. Wir haben Zeit bis, lass mich gucken, 4. oder 5. Genau, 4. oder 5. und 11. und 12. März. Wir haben jetzt den 21.02. Bis dahin, lass mich gucken, wo liegt das genau zwischen? Wir haben jetzt Frankfurt, Stuttgart, zwischen Stuttgart und Bochum. Ja, das Rückspiel ist dann zwischen Bochum und Union. Wild. Wild. Ich weiß nicht. Ja, wir müssen unsere Form wiederfinden. Ne? Ansonsten scheiden wir aus. Ich denke, das kann man nach dem Spiel gegen Bayer sagen. Das kann man aber auch nicht nur an dem Spiel festmachen, sondern eher an unserer Tendenz, die aktuell seit Start der Rückrunde leider so geht. Ja. Sollten wir wieder die Form finden aus der Hinrunde, alles gut, dann haben wir alle Chancen gegen Bayern 04 Leverkusen weiterzukommen, ja. Aber da sehe ich gerade, da sehe ich keinen Weg. Ja, das ist, wie gesagt, ich habe schon gesagt, zu der PK-Reaktion und so weiter vom letzten Spiel, ich warte erstmal das Spiel gegen Frankfurt ab, ob da vielleicht jetzt eine andere Reaktion kommt, der Bock da umgestoßen wird. Sollte das aber auf derselben Niveau laufen wie bisher, dann wird das erstmal ein super schwieriges Spiel. Aber dann musst du gegen Stuttgart den Bock umstoßen, weil danach hast du schon direkt Leverkusen. Also, boah. Weiß ich nicht. Ob das alles so schwierig. Also wir haben jetzt Zeit mit den Spielen in Frankfurt und Stuttgart unsere Form wiederzufinden. Boah. Ja, wir haben natürlich auch den Nachteil, dass wir zu Hause spielen, das erste Spiel. Ja, und wenn wir das Spiel in Leverkusen dann zugrunde legen, boah, alto Betty, ey. Ich weiß gerade nicht, wo wir die Leistungssteigerung herholen wollen. Weil wenn wir mal, ich meine, sonst konnte man früher zumindest immer sagen, ja, ist Champions League. Ja, ist Champions League, ist keine Bundesliga, da ist der FC Bayern da ist er heiß, da ist er, wow, 110%. Das ist die Saison ja nicht so. Wir sind 13-0 in Feyenoord untergegangen, obwohl wir da unbedingt einen Sieg brauchten. Wir haben uns mit einem lächerlichen 1:1 zu Hause beschissen gegen Celtic Glasgow, die jetzt auch keine Übermannschaft sind oder überragende Leistung gebracht haben. Boah. Ja. Also, wenn wir darüber reden, es muss eine Motivation da sein, dass wir unbedingt ins Finale da holen wollen, ey, dann habe ich die bisher nicht gesehen in der Champions League. So ehrlich muss man sein. Ja. Schwierig, ey. Natürlich super schade, um das auch nochmal zu sagen, dass natürlich jetzt so gekommen ist, dass wir ein deutsches Duell haben und auf der anderen Seite ein spanisches Duell mit Real gegen Atletico. Aber ich denke, aus Bayer Leverkusen Sicht freuen die sich wahrscheinlich eher, dass sie uns gezogen haben wie Real Madrid. Ja? Was ich auch verstehen kann, weil wie gesagt, wir haben in der Rückrunde eine Form, die ist eine Katastrophe bisher. Aber gut, wie bereits gesagt, wir haben 2 Spiele Zeit, Frankfurt, Stuttgart. Das sind aber auch beide Spiele, wo du jetzt auch nicht sagen kannst, ja, alles gut, ich gehe mal mit
mit 60-70% rein. Ja, klar, wir haben 8 Punkte Vorsprung vor Leverkusen. Ja, aber sollte sie in den beiden Spielen jetzt irgendwie Punkte liegen lassen und Leverkusen gewinnen, dann sieht der Bums schon wieder ganz anders aus. Und dann kann Leverkusen zum Albtraum diese Saison werden, Alter. Ja. Auf der anderen Seite können wir natürlich auch zum Albtraum für Leverkusen werden, indem wir sie aus der Champions League schießen und deutscher Meister werden. Gut, dann haben sie uns den Pokal bezwungen. Ja, wir haben den Anspruch, ins Finale der Home zu kommen und dann musst du jeden Gegner schlagen können. Ja, ob der Gegner jetzt Bayer Leverkusen heißt oder ob er Atletico Madrid geheißen hätte. Gut, die aktuelle Form sagt, wir scheiden aus. Das Schöne ist, Fußball ist nicht immer gerecht. Haben wir ja im Hinspiel haben wir jetzt im Spiel gegen Leverkusen gesehen, dass wir da einen Punkt mitgenommen haben, war mit Sicherheit nicht gerecht. Also von daher, Hoffnung sollte man natürlich nie aufgeben. Aber um das realistisch zu sehen, ja, müssen wir endlich wieder in die Spur kommen. Ja. Und das weiß ich nicht, ob man das schafft, indem man weiter diese Strategie fährt, wie man sie gerade fährt. Aber bevor ich da reingehe, das machen wir am kommenden Montag im Stream, weil dann ist das Frankfurt-Spiel hinter uns. Dann können wir mal in die Thematik reingehen. Weil dann haben wir entweder Argumente auf unserer Seite oder eben nicht. Ja, von daher schenke ich mir das. Wie gesagt, schweres Los, aber das war ja eh klar, dass es ein schweres Los wird, ob es Leverkusen ist oder Atletico. Aus deutscher Sicht schade, definitiv. Auf der anderen Seite, ja, vielleicht die Strafe dafür, dass man das Spiel gegen Leverkusen so schön geredet hat. Ja. Weil das hat man. Und das war mit Sicherheit nicht förderlich. Und ich denke, der eine oder andere in der Mannschaft wird sich jetzt denken, ach du Scheiße. Ja. Weil die werden natürlich das Spiel in Leverkusen auch im Kopf haben. Und die wissen alle selber, dass wir keinerlei Chance hatten und das Spiel nur mit Glück gewonnen haben, nicht verloren haben. Auch wenn sie sich dahingestellt haben und das irgendwie schön geredet haben. Ja. Das muss man mal ganz klar sagen, das werden die wissen und der Trainer erst recht. Ja. Von daher, ja, wilde Nummer. Ansonsten sollten wir da weiterkommen. Heißt der Gegner Feyenoord oder Inter Mailand? Ja, ich denke, wenn du die Qualität hast, gegen Leverkusen weiterzukommen, dann steht dem auch nichts im Wege, dass du da die Qualität hast, nochmal weiterzukommen. Und dann haben wir in der Hälfte, ja, Liverpool oder Barca. Ich weiß gar nicht, was jetzt ausgelost wurde. Ich gucke mal eben. Gut. Bedeutet, will wir da weiterkommen, besteht die Chance, dass wir Benfica, Barcelona, Dortmund oder Lille bekommen. Ja. Dortmund hat mit Lille auf jeden Fall einen machbaren Gegner. Dortmund würde dann ja wahrscheinlich auf Barca treffen. Barcelona spielt gegen Benfica. Ist natürlich auch noch nicht gewonnen, ne? Also immer mal abwarten. Das wäre dann der Weg ins Finale. Ja. Also Viertelfinale wäre dann eher ein bisschen leichter, denke ich. Halbfinale wäre dann wahrscheinlich Barca oder Dortmund. Wäre natürlich ein Brocken. Aber so weit brauchen wir gar nicht vorgucken. Ja. Nur mal ein kleiner Ausblick. Ich denke, spannende Spiele. Aber jetzt zählt es erstmal Leverkusen im Achtelfinale der Champions League. Ja, das ist ein Banger für uns, ne? Definitiv, weil ja, wir haben 3-mal gegen Leverkusen schon gespielt. Leverkusen weiß 1:1, wie wir spielen. Und wir haben nur eine Art, Fußball zu spielen. Bei Leverkusen sieht das ein bisschen anders aus. Ja, das haben die beiden Spiele in München gezeigt, dass Leverkusen auch die Qualität hat, selbst wenn wir eine gute Form haben, das über weite Strecken gut wegzuverteidigen. Also ich sehe Leverkusen aktuell auf jeden Fall ein bisschen vor uns. Ja, was nicht heißt, dass wir da keine Chance haben oder so. Mit der aktuellen Form haben wir keine Chance. So, das ist meine Meinung. Ja, da brauchen wir auch nicht drum herum reden. Wichtig ist, dass wir jetzt unsere Form wiederfinden. Ja. Und noch wichtiger ist, dass die Schlüsselspieler ihre Form finden und fit sind. Ja. Ansonsten wird es natürlich auch schwer. Aber ja, ich freue mich drauf, auf die Begegnung. Und nochmal, wenn du den Anspruch hast, ins Finale da rumzukommen oder das Ding zu gewinnen,
Da musst du Leverkusen ausschalten. Ja, wild. Ob das gerade machbar ist, ist zu bezweifeln, wenn man ehrlich ist, wenn man rational ist. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht kriegt die Mannschaft es hin, und den Schalter umzulegen. Und vielleicht kann Upper einfach nochmal 10 Spieler mitnehmen. Wenn 10 Spieler diesen Ehrgeiz und diesen Willen gezeigt hätten gegen Leverkusen, wie es Upper gezeigt hat, dann wäre das Spiel auch anders gelaufen. Ja? Und vielleicht kriegen wir den Schalter umgelegt. Es wäre zu wünschen, weil es kann eine sehr, 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 sehr schönes Achtelfinale sein. Ja? Mit einem super guten Gegner, mit schönem Fußball, wenn beide Mannschaften wollen. Ne? Das wird man halt sehen. Oder ob Leverkusen sich wieder hinten reinigelt bei uns. Wir unsere Form wiederfinden. Wir werden es sehen. Ne? Ich bin gespannt. Prognosen kann man nicht geben. Ja, wir können sagen, Stand heute von der Form her sehen wir kein Land gegen Leverkusen. Aber wir haben 2 Wochen Zeit. Mal gucken, wie es in 2 Wochen aussieht. Ja, man weiß es nie. Vielleicht fällt auch Leverkusen in irgendein Loch rein. Wir finden unsere Form wieder, finden unser Selbstverständnis wieder, haben wieder ein bisschen mehr Spritzigkeit. Das wird man sehen. Wenn wir aber an der Spritzigkeit den ganzen Bums festmachen, muss man ehrlicherweise sagen, gut, wir haben jetzt Frankfurt, dann haben wir mal eine Woche, auch keine ganze Woche, weil wir spielen jetzt Sonntag, dann wieder Freitag. Ja, und dann spielen wir schon wieder Dienstag oder Mittwoch gegen Leverkusen. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie jetzt sagt, oh geil, wir haben jetzt mal eine Woche und du kannst dich mal fit machen. Dann spielen wir Bochum samstags und danach spielen wir schon wieder den Dienstag oder Mittwoch das Rückspiel. Ja. Und es ist englische Woche auf englische Woche auf englische Woche. Ja. Und wenn das daran liegen sollte, dass die Mannschaft gerade nicht fit ist oder zu ausgelaugt ist, ja, dann wird es schwer, Alter. Ja. Weil nochmal, du hast dann jetzt von Sonntag bis Freitag Zeit, ja, ohne mal ein Spiel in der Woche für Stuttgart. Aber du spielst dann auch in Stuttgart. Und da kannst du auch nicht hinfahren und sagen, keine Ahnung, was jetzt. Ich meine, gut, sollten wir gegen Frankfurt gewinnen, bin ich gespannt. Ja, dann könnte man natürlich den Take bringen, komm, ich gehe mit einer B11 in Stuttgart rein. Was du aber im Südgipfel eigentlich auch nicht bringen kannst. Um zu sagen, ich habe frische Kräfte gegen Leverkusen. Ja. Das andere Thema, was ich noch sehe, wo ich Leverkusen einen Tacken vor uns sehe, ist einfach die Qualität von der Bank, Alter. Bei uns, ey, wir haben einen breiten Kader, keine Frage, aber das ist alles ein Brei. Ja. Ob du da jetzt einen Gnabry oder Sané reinbringst, das sind keine Gamechanger. Vorne. Und dann hört es vorne schon auf. Da hast du noch einen Thomas Müller und dann hört es auf vorne. Das sind unsere Einwechselspieler für die Offensive. Ja, du hast keinen zweiten Stürmer, den du mal bringen könntest. Du bist darauf angewiesen, dass Musiala eine Form hat. Du bist darauf angewiesen, dass Olisse eine Form hat. Und das war's. Ja, das Einzige, wo wir sehr gut aufgestellt sind, ist die zentrale Mittelfeldposition. Aber da nutzen wir unsere Qualitäten halt auch nicht. Da spielt entweder ein Goretzka oder ein Pavlo und ein Kimmich spielt immer. Also, boah, schwierig. Schwierig, ey. Ich bin sehr gespannt. Ich kann es gerade absolut nicht einschätzen. Aber auch da werden wir mit Sicherheit vielleicht morgen im Stream, ansonsten Montag im Stream mal ein bisschen drüber schnacken. Wir müssen das jetzt nicht zu schwarz malen oder sowas. Die Spiele müssen erstmal gespielt werden, ja. Aber wenn wir den Trend gerade sehen, der bei uns ist, dann ist es schwer vorstellbar, dass wir sagen, wir haben sehr, sehr gute Chancen weiterzukommen. Das so ehrlich muss man leider sein. Was ich aber auch sagen möchte zum Abschluss, wenn wir die Form aus der Hinrunde wiederfinden, dann haben wir alle Chancen weiterzukommen. Ja, da haben wir Leverkusen im ersten Spiel in München, dann haben wir sie an die Wand gespielt, ähnlich wie Leverkusen das andersrum getan hat. Ja. Aber wir haben aktuell diese Form nicht. Das ist das Problem. Ja. Aber das war abzusehen. Ja. Achtelfinale Champions League, da knallt's, Alter. Da kommt ein Gegner von Format. Ja, fertig. Und wer weiß, vielleicht hat die Mannschaft sich ein bisschen unbewusst geschont, sag ich mal, in den letzten Spielen, ja. Damit man die Power hat jetzt für die wichtigen Spiele, die wichtigen Monate. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Na? Gut, das ist meine Meinung, Leute. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche uns viel Spaß in dem Duell in der Champions League gegen Leverkusen, Alter.
Ich hoffe auf gute Spiele. Ich hoffe, wegen mir, sind wir ehrlich, können wir auch super schlechten Kack-Fußball spielen. Wenn wir am Ende des Tages weiterkommen, dann ist das so. Ja, am Ende des Tages, das ist ein Turnier mit K.O.-Spielen. Da steht nur das Ergebnis. Da müssen wir ehrlich sein. So, ja. Also von daher, mal abwarten. In diesem Sinne, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus. Habt ein schönes Wochenende. Haut rein. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.